Guten Abend miteinander, da ist Sportsmusik. Wir sind im Restaurant Bahnhof Zgiswil im Kanton Obwalden. Und da aus der Region kommt auch die erste Musik her, die wir gehört haben, von Stalden, kommt das Ländler Trio Britschgi. Danke vielmals für den rassigen Auftakt. Wir sind hier in einem Traditionshaus. Wir haben abwechslungsreiche Musik, die uns erwartet. Und es geht heute Abend auch noch um Hollywood. Mehr dazu später. Zuerst machen wir weiter mit Musik im typischen Innerschweizer Stil, gespielt von Ostschweizer und komponiert von einem Berner Oberländer. Vom Walti Palmer hören wir «Ab die Post», gespielt von der Kapelle Türwachter.
Merci vielmals der Kapelle Türwachter mit dem Beni Dürr, dem Rudi Wachter, dem Stefan Nauer und dem Rudi Graf, die für uns hier im Kanton Obwalden gekommen sind. Ins Restaurant Bahnhof seit 137 Jahren von der gleichen Familie geführt. Kevin Zumstein, du bist in der 5. Generation dran. Wenn ein Restaurant oder auch eine Firma so lange sich poppt auf dem Markt, dann spricht das für Qualität, für Innovations- und Anpassungsfähigkeit. Wirst du da euch selber auch zuschreiben? Ich würde das unterschreiben, definitiv. Wenn wir auf unsere Urgroßeltern meine, aber ist auf seine Urgroßeltern zurückschauen, die Johanna und Rosa Zumstein, die einen Vorhalterbetrieb geführt haben hier am Bahnhof für den Personen- und Gütertransport über den Brünig, nachher abgelöst worden sind über die heutige Zentralbahn und einen Monat später nach der Zentralbahneröffnung hier das Gasthaus zum Bahnhof eröffnet haben, mit den immer noch gleichen 6 Nussbaumtischen in der Beiz und mit viel Tradition, wo wir Jahr für Jahr weiterhin leben mit unserem Dorf und mit vielen Freunden. Und das macht uns sehr stolz, dass wir die Entwicklung mitmachen und immer noch mit der 5. Generation hier die Familie Zumstein im Dorf Giswil vertreten, definitiv. Ja. Vor dir ist dein Vater, der Christoph, 33 Jahre lang Gastgeber und Chef gewesen. Christoph, wenn man da so an einer zentralen Lage direkt am Brünig ist, bis vor ein paar Jahren haben auch mit dem Auto alle müssen da durch, dann stelle ich mir vor, dass da wahrscheinlich in diesen 137 Jahren etwa die mal auch prominente Namen vorbeigekommen sind. Ja, das ist so. Also, über all die Jahre hat es das gegeben. Ich glaube, man kann 2, 3 spezielle herauspicken. Der prominenteste Gast, der da war, ist sicher im 1958 und nachher noch im 60 noch einmal da gewesen, auf dem Weg von Zürich auf Gstaad. Und das war der Walt Disney. Wow. Hat er den Mickey Mouse auch dabei gehabt? Der Walt Disney hat ins Gästebuch eingeschrieben und da hat er selber noch den Mickey Mouse reingeklebt. Zeig mal. Ja, okay. Es ist übrigens lustig. Schon meine Eltern haben Amerikaner für diese Seite damals, also vor 40 Jahren, $1000 geboten, dass sie diese Seite haben könnten. Aber es sind standhaft geblieben, hä? Logisch. Hast du noch Platz in dem Büchlein? In diesem Büchlein hat es keinen Platz mehr, weil da hat es andere drin, wie Heidi Abel oder der Kurt Felix. Wow. Einfach nur, dass wir ein bisschen vom Fernsehen geredet haben, weil ja heute das Fernsehen da ist. Aber wir haben einfach im neuen Buch eine riesige Vakanz. Wir haben Bots Musik da. Schau mal. Aber da fehlt mindestens noch eine Unterschrift. Ja, da haben wir ja noch Platz. Ich sagte Nicola, das müsstest du gerade machen. Und schön wäre natürlich, wenn euch ein Team auf dieser Seite steht. Das machen wir gerne. Danke vielmals, dass ihr da seid. In der Zwischenzeit gibt es doch gerade wieder ein bisschen Musik. Ich nachher in aller Ruhe unterschreiben. Und die jetzt für uns spielen und singen, sind halt auch etwa die als Gäste und Stammgäste da. Geschwister Riemen mit dem Peter und der Silvia und der Rita Buch am Kontrabass. Wir hören den Feierabend Jodel.
Appenzeller Echo mit dem Benjamin Rentler, dem Josef Rentler und dem Walter Neff. Zuschaffen von Benjamin komponiert, gerade ein bisschen Gas geht im Bruder Josef. Wir sind mit dem Appenzeller Echo eine Formation, die in allen möglichen Stilrichtungen spielt und jetzt auf Welttournee ist in der ganzen Schweiz zusammen mit dem Stimmakrobat Martin O und dem Schauspieler Philipp Langenegger. Was muss man sich unter dieser Welttournee vorstellen? Ja, wir nehmen dann das Publikum mit auf eine Weltreise. Sie können aber hocken bleiben, 2 Stunden einfach abschalten, geniessen, lachen. Und ja, wir gehen, der Martin O ist dann der Reiseleiter. Der Philipp lässt mit seinem schauspielerischen Talent lässt den Text im typischen Appenzeller Ausserrhoden Dialekt, oder? Und was dann auf dieser Reise passiert, und wir das musikalisch umrahmen mit Stückchen von der Region, wo wir dann sind, oder Appenzeller Musik. Komm, da schauen wir uns gerade mal einen kleinen Ausschnitt davon an. Appenzeller Welttournee, Musik, Sang und Kabarett. Quer der Tricks, das sicher nicht, sing die Lali. So sieht es also aus, wenn ihr mit dieser Welttournee unterwegs seid. Wie ist das für euch, wenn man mit Schauspielern und Stimmakrobaten unterwegs ist? Sind ihr auch ein bisschen zu Schauspieler geworden in diesem Programm? Ja, am Anfang war es noch nicht so. Jeder hat dann seinen Park in diesen 5 Jahren, wo wir es da schon bald machen. Hat es mal etwas, ist ereignet, etwas ist passiert auf der Bühne. Und dann hat man dann mal mehr... haben wir dann mal auch schauspielerische quasi Sachen haben wir dann gemacht. Und jetzt haben wir das letzte Programm haben wir schon miteinander entwickelt. Ein bisschen können auch Ideen bringen. Und so ist es dann, ist da jetzt rausgekommen. Ja. Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei allen Aufführungen, die noch anstehen. Zum Beispiel Zaros am Humorfestival. Dann geht es noch ins KKL und auf Bern. Wir sind also noch unterwegs in diesem Jahr und nächstes Jahr mit der Appenzeller Welttournee. Einen Applaus und danke, dass ihr bei uns auch geschaut habt. Ja, und von denen, die auf Welttournee sind, zu denen, die am Anfang der Weltkarriere stehen. Die Musik gehört natürlich auch immer Nachwuchs dazu. Und heute haben wir eine junge Formation aus Obwalden parat. Chergleis Musik. Sie sind 3 Cousinen und ein Cousin, alle hier von Obwalden. Sie sind offensichtlich miteinander verwandt und darum haben sie auch den gleichen Grossvater. Und der Res Enz, hat das Stückchen, das sie uns spielen, komponiert. Am Abend daheim.
der Schergleis Musik mit der Selina Zielma, mit der Julia Katrina, der Livia Kumanacher und dem Luca Enz. Danke vielmals für den Auftritt und wir bleiben bei jungen Leuten, die sich für Musik engagieren. Wir wechseln aber Genre, wir gehen in die Blasmusik und da kommen die talentierten Jungen zusammen in der nationalen Jugendbrassband. Und die Band gibt es schon eine halbe Ewigkeit. Die feiert nämlich heuer das 50-jährige Jubiläum. Und mit so viel jungen Talent wird auch natürlich mit vielen Konzerten und Musik gefeiert. Wir sind hier in Huttwil und wir sind hier im nationalen Jugendbrassbandlager und treffen uns hier all Jahr und heute ganz besonders zum Jubiläumslager. Seit 50 Jahren vereint die nationale Jugendbrassband junge Talente in einem Sommerkurs, um zusammen ein Programm auf höchstem Niveau einzustudieren. Und das mit viel Leidenschaft. Es ist eigentlich ab der ersten Note, wenn die Bands spielen, am Samstag, am Nachmittag, am Abend, ist einfach ein Fließ. Es ist einfach auch schön, wenn man einfach die Bands hört klingen. Und es ist noch schöner, wenn man jeden Tag merkt, sie werden besser und besser und besser. Es sind 2 intensive Wochen für die 12- bis 23-Jährigen. Aber damit sie in der Schweizer Nazi der Brasswelt dabei sein können, leiden sie gern. Man spielt halt wirklich sehr, sehr viel, den ganzen Tag, vom Morgen früh bis am Abend spät. Es ist fast die coolste Woche des Jahres. Musikalisch ist es sicher eine anstrengende Woche. Und es ist eigentlich ganz cool, weil ich mich immer weiterentwickeln und coole Dirigenten, die wirklich vom Top-Niveau sind. Der Dirigent der A-Band ist ein grosser Name in der europäischen Brass-Szene. Der Alan Withington ist gerade norwegischer Meister geworden und schwärmt von unserer Nazi. Die Qualität der A-Band ist fantastisch. Es ist ein schwieriges Programm und wie die Jungen das meistern, das ist bewundernswert. Internationale Top-Dirigenten, Musiker und Musikerinnen aus der ganzen Schweiz, das ist nicht nur musikalisch eine Herausforderung. Wenn man neben 2 Weltschweizer hockt und der Dirigent redet Englisch mit einem, das ist noch eine Herausforderung für mich, aber das macht es eben auch aus. Es entstehen wirklich so Freundschaften daraus. Es sind die gemeinsamen Momente. Die können sehr schön sein, aber das sind auch die, wenn man gemeinsam leidet. Wenn es eben wirklich einfach noch das 35. Mal mit die gleiche Stelle macht und man sagt, aber ich mache eigentlich nicht mehr, wie muss, ich weiss, ich muss. Und so. Das ist das, was einem verbindet. Das gibt so ein Band für das Leben, wirklich. Und das tut einem als junger Mensch extrem prägen. Prägend ist es auch für alle die neu dabei sind oder den Sprung von der B in die A-Band geschafft haben. Ja, das ist das Taufritual, wo die neuen Mitglieder und die neu in die A-Band kommen, werden heute Nachmittag getauft. Das ist Wasser, ein bisschen Herd, ein bisschen Habenschmettel. Es ist eiskalt. Jetzt brauche ich eine Dusche. Neben den vielen Proben gibt es am Abend die Möglichkeit, ein bisschen runterzufahren. Das Gesellige ist natürlich auch sehr wichtig, allgemein in der Blasmusik, aber hier erst recht. Wir gehen voll Kompromisse gehen. Wir haben jetzt die letzten 2 Tage mit der Französischen gespielt und jetzt heute probieren wir mal die anderen Es gibt die Momente, wo man zusammen Musik macht. Das ist mega cool. Aber wir sind auch normale Leute, die gerne zusammenhocken und feiern. Und die 2 Seiten zu kombinieren, ist sehr schön. Es ist immer mega cool. Ich glaube, es sind alle ein bisschen geschafft von einem Tag Konzentration und Probe. Und nachher ist einfach noch ein bisschen offen, immer mega gute Stimmung. Und bei der einen ein bisschen länger, bei der anderen ein bisschen weniger lang. Am nächsten Tag ist es dann soweit. Auf dem Männlichen startet die nationale Jugendbrassband ihre Konzerttour. Es ist so schön, so majestätisch. Da geht mir gerade der Laden runter. Ich habe gar kein Wort, um das zu beschreiben. So viel Herzblut, so viele junge Talente. Ein gelungener 50. Geburtstag für die nationale Jugendbrassband.
Es ist einfach Wahnsinn, weil wir uns das so vorgestellt haben. Es ist für mich wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen, die A- und B-Band in dieser Kulisse mit der Nationalhymne zu sehen und hören und die Kraft, die Energie zu spüren, was wir uns alle hier oben haben getroffen haben, für das Jubiläum zu feiern und irgendwo durch eben zu merken, wir sind die Nationalmannschaft. Merci vielmals und herzliche Gratulation zum 50-jährigen Jubiläum der Jugendbrassband. Und das 50-jährige Jubiläum feiert auch einen von diesen 3 jungen Musikanten hier neben mir, Jörg Bucher. Du bist ein, der hier im Restaurant Bahnhof zu Gast ist. Was verbindet dich mit dem Lokal? Also zum einen bin ich in regelmäßigen Abständen hier im Restaurant Bahnhof Giswil am Essen. Ich finde die Küche hier im Restaurant mega fein. Zum einen und zum anderen bin ich auch noch so ein leidenschaftlicher Hobbykoch und tue auch ein bisschen auf den Social Media vom Bahnhof Giswil ein bisschen anrichten, ein bisschen abschauen und probiere das daheim, wenn ich Gäste habe, nachzumachen. Dann sollten wir mal eine Kochsendung bei dir daheim machen. Ja, ich tue schon lieber daheim in den eigenen 4 Wänden kochen, von dem her, aber kannst gerne mal vorbeikommen. Ja, in der Runde Geburt, Fredi, Frohwin, 50. Ich glaube, das wäre fast im Fall mal der Fall beim Frohwin. Gibt es ein Fest? Ja, Gesponensurenfest. Nein, ich mache eigentlich eine Art, es ist geplant, eine Tournee zu machen mit allen Formationen, die ich spiele. Und hier im Bahnhof Giswil darf ich dann am 5. Dezember gastieren mit meiner Stammformation. Und dann hoffen wir, dass hier die Party steigt. Ja, genau. Und so, wenn ich dich kenne und mich an deiner frühen runden Geburtstag zurückerinnere, gibt es wieder ein Riesenfest und irgendwie 50 Auftritte zum Rund. Oder was hast du genau vor? Nein, es sind etwa 11 Konzerte, ja, die ich jetzt über einen guten Monat aus plane. Oder sie sind eigentlich geplant, wo ich dann ja, da lässt man den Katze mal zum Sack aus. Und nebst allen anderen Auftritten gibt es dann eben sehr viel. Eigentlich sind ja nicht gerade die Konzerte, sondern die anderen Auftritte auch noch. Oder? In dem Fall schon jetzt alles Gute für die Geburt-Tournee. Wir freuen uns jetzt gerade auf Musik von euch, komponiert von Leo Cheli, Ilgau in Sicht. Und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie in 3 Wochen bei Batz Musik wieder dabei sind. Dann werden wir uns auf eine hochkarätig besetzte Stubete unter der Leitung vom Schweizer Orgel Marcel Zumbrunn freuen. Ich freue mich, wenn Sie wieder zuschauen, wünsche einen schönen Abend und sage Adieu miteinander aus dem Bahnhof Giswil. Musik
miteinander! Hat es jetzt euch auch also gut gefallen wie mir? Dann noch einen Like da und kommentiert und vor allem abonniert den Kanal. Mehr zur Volksmusik und zu unseren Traditionen hier rechts auf Play SRF. Viel Vergnügen!